Sonnenschein. Sein letztes Wort war immer: verdammte Frauenzimmer. Allein Graf Kuno stark verdross die alte Ahnfrau auf dem Schloss. Ophelia hieß die Gute mit ihrer scharfen Schnute. Allnächtlich kam sie Punkt 12 Uhr aus irgendeinem Eck hervor. Knochen, Knochen, nichts als Knochen kamen da hervorgekrochen. Biene, Biene, nichts als Biene, keine Waden, keine Zähne. Schaut und rief Graf Kuno da: O heb dich fort, Ophelia. Graf Kuno hat sich nicht vermählt, denn erst sprach kostet's Geld. Dann blüht einem das Vergnügen, ein kleines Kind zu kriegen. Und so ein Kind ist erstens laut, es schreit und brüllt, je mehr man's haut. Des Weiteren ist nicht reinlich und Windeln sind mir peinlich. Die Ahnfrau tobt, als sie's vernahm, weshalb sie heulend wiederkam. Knochen, Knochen, nichts als Knochen kamen da hervorgekrochen. Biene, Biene, nichts als Biene, keine Waden, keine Zähne. Schließlich sagt Graf Kuno da: na also gut, Ophelia. Graf Kuno auf die Freite ging, bis seine Freiheit pleite ging. Amalia hieß die Kleine, war alles nur nicht schöne. Doch Kuno rief in süßem Schreck: Amalchen, das Gespenst ist weg. Das dank ich dir voll Freuden, jetzt darfst du dich entkleiden. Doch als Amalia folgte jetzt, da fiel Graf Kuno entsetzt. Knochen, Knochen, nichts als Knochen kamen da hervorgekrochen. Biene, Biene, nichts als Biene, keine Waden, keine Zähne. Das Gespenst ist wieder da, nur heißt es jetzt Amalia.